Wo soll ich anfangen? Das ist jetzt die Frage. Freundinnen und Freunde draussen, wir müssen reden. Es gibt so eine Frage, die wird mir immer wieder gestellt und nein, es geht nicht darum, wieso am Marc sein Gesicht so hässlich aussieht oder wieso der Alain Berset auf Instagram mehr Instagram-Fotos aufladet als der Mr. Elia Videos in etwa 5 Jahren. Nein, es ist eine ganz andere Frage. Was bedeutet jetzt DB? Dass du auch als Wasserzeichen hast und jetzt als Bulli. Oder wieso hast du einen Bulli von Deutsche Bahn? Ist auch ein Klassiker. Oder DB, Deutsche Bahn. Oder noch, Adi, von wo hast du das T-Shirt? Das DB, das die Leute meinen, ist höchstwahrscheinlich das DB hier auf dem Bulli. Das DB oder auch das DB, das in dem Ecke hier ist. Oder das DB, das im Kanalbanner ist. Von mir, das heisst, das DB ist überall. Das ist wirklich überall. Was bedeutet das DB? Das ist eine gute Frage, ist aber auch eine Frage, die relativ einfach zu beantworten ist, weil wer ein bisschen aktiv meine Videos verfolgt und zum Beispiel mal die Beschreibung liest oder die Kanalbeschreibung liest oder das Auto geschaut hat oder mir auf Instagram folgt, der könnte ungefähr wissen, was es heisst. Es heisst nämlich Be Different. Genau, es heisst Be Different, einfach die Vorbuchstaben sind umgekehrt. Also aus Be Different wird Die Different. Darum steht hier drauf auch DB, also Die Different. Was ist das Ganze? Das Ganze hat angefangen, als ich etwa vor 1,5 Jahren mal eine ultra kreative Phase hatte und irgendwo gelesen habe, Be Different. Und wenn sie heisst Be Different, also wenn du anders sein sollst, dann sollst du eben anders sein. Und darum habe ich gedacht, wenn es anders ist, dann musst du auch die Vorbuchstaben verwechseln, also Die Different, weil dann die Vorbuchstaben gewechselt sind. Und habe das einfach so mal im Privat ein bisschen als Lebensmotto gehabt. Habe es dann irgendwann ins Auto von meinen Videos reingeschnitten, habe es in die Kanalbeschreibung reingeschrieben, zur Unterstunde. Ich habe überall Die Different angefügt. So ein bisschen als Motto von mir, so für was ich Geld, für was ich stand will. Anders sein ist immer cool. Dann habe ich irgendwann das Logo hier entworfen. Das DB, das ich eigentlich recht cool finde, das ist also ein bisschen das Logo von dem ganzen Motto. Es gibt auch noch den Schriftzug hier hinten drauf, den habt ihr sicher auch schon mal auf meinem einen weißen T-Shirt gesehen. Das Ganze ist eine Marke von mir, würde ich sagen, die ich so ein bisschen geschaffen habe, wenn du das jetzt so sagen, dann wahrscheinlich übel abgehoben. Sei anders, mach nicht das, was alle machen, oder vor allem lass dich auch nicht einschüchtern, das zu machen, wo du Bock drauf hast. Wenn du irgendetwas machen willst, dann mach das. Für das steht Die Different so ein bisschen. Und ich finde es cool, wenn der Kanal so ein bisschen eine Marke hat, oder wenn man so ein bisschen einen Grundsatz hat, wenn man das so sagen kann. Und wieso habe ich das auf so Shirts? Oder die eine Frage, die auch jemand gefragt hat, wo kann man das T-Shirt kaufen? Das ist eine gute Frage, weil viele Leute fragen jetzt, wieso hat er das die ganze Zeit da? Gibt es vielleicht Merch? Verkauft er das irgendwie? Und die Frage kann ich beantworten mit Jein. Es wird sicher mal ein Shirt oder ein Pulli von Die Different zu kaufen geben, nicht aber gerade in den nächsten paar Wochen, weil ich muss sagen, ich bin privat relativ viel dran, ein bisschen am Design. Ich finde, es macht noch übel Spass, neue Sachen auszuprobieren. Ich kann euch auch Sachen zeigen, schnell. Das ist noch ein Design. Die Different. Ich selber sehe es nicht als Merch, wie ihr es gesehen, das könnt ihr ganz selber entscheiden. Ihr könnt sagen, für mich ist das Merch oder für mich ist das eigene Marke. Ich sehe es ein bisschen als mein Baby, so als meine eigene Marke, finde das recht cool. Und ich bin da dran am Arbeiten. Das heisst nicht Deutsche Bahn, es heisst Die Different. Was haltet ihr davon? Findet ihr das cool, dass ich das mache? Würdet ihr vielleicht sogar ein T-Shirt kaufen, wenn ich die mal produzieren würde? Schreibt das mal in die Kommentare, das würde mich mega wundern. Fände ich mega cool, wenn ihr mal eure Meinung dazu sagen zu dem ganzen Thema. Und ja, dann war es gesehen von dem kurzen, spontanen Video in dem wunderbaren neuen Setup, wie ihr vielleicht gemerkt habt. Es kommt sicher irgendeine Roomtour von hier und bis dann würde ich sagen, gebt dem Video doch einen Daumen auf, wenn es euch gefallen hat. Gebt dem Video einen Daumen auf, wenn euch Die Different gefällt. Und noch ein weiterer Insider, weil am Ende von meinen Videos sage ich ja immer Peace und Blümchen. Und ich habe dazu auch einfach mal ein Logo entworfen. Ich weiß nicht, das ist ein Peace. Wenn ich es Blümchen, ich finde es ein recht cooles Logo. Kommt vielleicht auch irgendwann dann in den Laden in etwa 10 Jahren, wenn es geht. Nein, ich bin am Arbeiten dran. Ich finde es eine coole Sache. Peace und Blümchen. Langt das?